Haut um 3. Advent begrüßen Sie euch aus der Kirche von Hauschend, mit Überdruf von Heizsondes Mass. Es singt Choral Saint-Cécile Hoscheid, Dirigent aus den Carlo Wagner, Organist der Robert Depta. Hier spielt als Entree Nun freut euch, liebe Christen, vom Bach. Nous sangen Seigneur avec toi, Messe de Saint François d'Assise von Patrick Colombo. Il avait du feu dans le cœur, Laudate Dominum 535, singt Halleluja vom Heitzmann und als Schlusslied Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht aus dem Laudate Dominum. Durchel spielt als Sorti Präludium an Vogel das wohltemperierte Klavier.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der ist, der war und der kommen wird, er sei mit euch. Leif Leid heit zu hoschend an der Kirch, a leif alle Gur, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. An dieser Zeit, wo werden sie mal lohai rundum de versammelt, de könnt. Hier ist die gute Nouvelle für die Armen, Antwort vom liewigen Herrgott für eis all. Hier ist den sich schenkt am Brot, dat ma delen. Los ma dat an der Fred lo feieren, an eher ma hin begegnen, fromme Verzeihung, wir sind a Schuld. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlasse und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh gütig auf dein Volk, das mit gläubigem Verlangen das Fest der Geburt Christi erwartet. Mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Jakobusbrief. Brüder, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Klagt nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder, im Leiden und in der Geduld, nehmt ihr euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Uns befreit, er schenkt uns
Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alle Geschöpfe. Er hält ewig die Treue. Recht verschafft er den Unterdrückten, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr hat uns befreit, er schenkt uns neues Leben. Der Herr öffnet den Blinden die Augen, er richtet die Gebeugten auf. Der Herr beschützt die Fremden und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Der Herr hat uns befreit, er schenkt uns neues Leben. Der Herr liebt die Gerechten, doch die Schritte der Frevler leitet er in die Irre. Der Herr ist König auf ewig, dein Gott, Zion, herrscht von Geschlecht zu Geschlecht. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte: Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wen hat haut nach Zeit? Wen hat an unserer heutigen Leistungsgesellschaft zum Beispiel nach Zeit, für sich dem Mattmensch zuzuwenden?
Aber wir finden von lauter Konsum nach Zeit a Gelegenheit, sich die Relation mit Gott zu kümmern. Wir finden nach Zeit, ob sing eigen inner Stimme zu lauschen. Aber wir fährt nicht bei allem, was ihn so akkapariert, zu kurz zu kommen. Fehlen und Zeit, als Zeit a Rastlosigkeit, mich als Plan für die Armen innerdrückt, a für Gott, ja, für die tief Aspirationen von unserer eigener Seele. Man steht förmlich in der Strom. Aber wenn wir fährten, Zeit zu verlieren, gehen wir wie gelähmt und machen uns krank, und Leib an uns Seele. Jo, wissen wir überhaupt, wie schlecht es in uns steht. Am Advent, lief leithaltig will Gott uns Zeit schenken. Gott, der selber überall Zeit steht, an den Herr von der Zeit vom Leben ist, hier klümmt bei uns Ruf, für uns als einem Jung die erfüllten Zeit, die Fülle der Zeit zu gehen. Gott schenkt uns die Adventszeit, Zeit, wo ihr auch könnt, für das wir Zeit tun, hier selber zu empfangen. Los mal hier den Stecker rausziehen, den uns an Heißspannung hält, an inner Druck setzt. Den Advent geht dummer ein Geschenk, das uns erlaubt, als ob sei kommen, an ob sein Dosin anzustellen. So wie am Weihnachtsoratorium vom Bach heescht, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen. Mir so geht den Advent aber auch eng Entscheidung, als für das Komme vom Herrgott abzumachen oder als dem zu verschließen. Weil Zärtlichkeit, Schönheit erlebt, so wie die Jung von Gott, die könnt, sie ausstrahlt, die von der kahler Murcht, auch von der Herzlosigkeit von unserer Leistungsgesellschaft bedreht an der Frohgestalt. Schon 2000 Jahre ist es so gegangen. Da wo nach von Bethlehem sind darf für den Josef, der Fred wie irgendwo mit seiner schwangerer Frau in der zu kommen. Sie sind bland für die Not von dieser Familie. An der König Herodes hat Angst vor der Geburt von Jesus, dem mächtige König fährt in ungeboren Kant. Tellig Familie wird so an die Flucht gedriven, so wie auch haut unzählig Menschen für ihre Gewalt und Krieg auf der Flucht sind. Den Herodes Antipas lässt den Johannes den Täufer an die Prison geheien, weil diesen Menschen abruft, sich zu bekehren, als sich so ob Kommen vor Gott anzustellen. System zwängt mit ihrer Murcht vom Geld, auf allem Macht der Gewohnheit, holen Ustoß und Jesus Christus, weil hier ein Eis von einer zarter Mammgeburt Schönheit an Lebt bringt. So stellt also den Advent als vier und Decision, ob man als die Zeit für Gott, für unseren Nächsten an uns selber schenken lassen oder ob man sie zurückweisen, erleben Ustoß holen und all dem. Das Evangelium invitiert uns, als der richtiger Murcht uns zu vertrauen, der Allmacht von der gekreuzigten lebt. Weil den gekreuzigten Messias verspricht Glück und Fried allen, die sich für ihn dezidieren, als sich aus seinem Vierbild orientieren. Am Advent, liebe Mitchristen, da darf man uns Zeit schenken lassen. Für uns selber, für den Herrgott, für ob die innerdrückt zu lauschen, an die Not von denen, die leiden, zu gesehen. Wir dürfen und sollen uns Zeit holen für unsere Nächsten. Wenn wir den Aussätzigen von Haut, den Drogekranken, den Arbeitslosen, den Leistungsschwachen und den Flüchtlingen eng Heimicht an unser Mitbieten, da wird Christus selber an uns mitkommen. Da wird mir selber, da wird das Herz Heimicht an Ruhe fannen.
Wenn man die geistig oder körperlich behindert, die krank oder die Allmattmenschen an ihrer Schönheit, an Dignität unerkennen, dann ist Gottes Reich schon matzen innert Eis. Da liegt auch im Eis an Eis Schönheit ob. Ja, hol mir Eis Zeit für die Jesus. Ein Franziskaner hat einmal gepredigt, wenn ihr lang genug bei Gott rumlungert, da firft Gott auf. Da firft Gott auf. Das schafft ihr nicht mehr aus irgendeinem moralischen Leistungsdruck oder weil ihn als Christ das dann dat misst. Wenn jemand engem zusammen lieft, dann hüllt ihn etwas von dem Singer Energie ab. Die Wiese von Gott als Kreativität, als Schöpferkraft. Wie man Jesus lieft, für die getat, was Jesus will, immer mehr dat, was ihr selber auch wollt. Umgang kun mam Jesus, dat fief doof. Oder so wie der Spruch seht, sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Gewiss, als wär's lang, asterisch, voller Fehler, Zweifel und Versuchungen. Man können de Weh nimmen zu Summe gehen. Das Gemeinschaft, die entsteht, wenn man eis von der Zärtlichkeit, der Schönheit an der Lebt, wo Jesus Christus lede lassen, als das schönste Wesen von der Kirche. Auch dafür schenkt den Herr eis den Advent, Zeit vom Advent, das Zeit von der Kirche. Den Advent ist eine Zeit von Vierberedung. Wie sich ob etwas vierberät, die wird innerlich von einer gewisser Unruhe gedriven. Bei Prüfungsvierberedungen ist das so. Ich habe das aus meiner Studentenzeit nach gut an Erinnerung. Oder denk mal an den Weihnachtsstress, wo man durch Butiker auf Fußgängerzonen irren wie wahnsinnig. Viel mehr aber geht es um Datei. Wie sich auf ein großen Event präpariert, die schafft alles, was unwichtig und nebensächlich ist, ob Zeit. Die konzentriert sich auf Tatsache. Advent, das ist keine Zeit für planloser Hektik, mir ist ein Aufruf, sich auf das Allerwesentlichste zu konzentrieren, an dem zuzuwenden. Auf ihr das nicht eine falsche Sentimentalität oder nimmen Glühwein Romantik abkönnt, stellt Liturgie vom Adventeis gewaltig Bilder für uns ein. Das weisen hin auf die Letztrealitäten, ob das endgültig, ob die Ewigkeit, wo alles erschüttert wird, an den Menschen so errimmt, man muss dann herrlich geht. Mit der Ankunft des Herrn, als aber auch die Stunde gemengt, die jeder von uns einmal schlägt, ganz individuell. Da sollen wir brett sein, so sieht der Heilige Paulus an der Lesung. Immer brett als, wie in sein Leben vom N hier denkt, an sich von do hier Jalon setzt. Liebe alle gut, war Christus an einer letzter Stunde kommen wird, allerspätestens dann relativiert all anderes sich wie vom selben. Schließen wir mit folgender Begebenheit. An der Stadt der Gare steht ein eler Koppel, sie halten sich fest bei der Hand. Und kann ihr gesehen, der Mann ist blank. Die Frau hat kurz mit ihm geschwärzt, du lässt ihn Eck bei einem Boutique stehen, mit ihm an der Halle, für selber Billeten zu kaufen. Beim Schalter dreht sie sich heierns für nur ihren blannen Mann zu gucken. Hier steht do Matten am Trubel, viel hetzender lascht, Kant guckt ihn an, Kofferen rulle rundherum hier. Ein Herr friet in etwas, bis realisiert, dass der Mann blank ist. Mit dem lässt sich von nichts beeindrucken, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er wird geduldig, vertrauensvoll gesammelt. Keine Spur von Angst und Zweifel aus seinem Gesicht. Er vertraut einfach darauf, dass er geschwinderem unter Hand geholget von engem, den ihm vertraut ist. Wie seine Frau mit den Ticken zurückkommt, auf weitem schon rift, da reagierten direkt. Sie hüllte bei der Hand,
a Beet verschwannen am Gewulz. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin mir sicher, so muss ein Adventsgesicht ausgesehen werden können und dabei geduldig und wurchtsam sein, ganz serän und ruhig, bis die eng Stimme zu hören ist, die so ganz vertraut ist, und bis die eng Hand eis ergreift, die eis sicher feiert. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, a Verbindung mit dir bleibt als Zukunft immer ob für Frieden und Fried. Am Vertrauen bringen wir als Ulleis für dich. Wir beten für die Kirche, dass sie mit Courage die gute Nouvelle von Dingen kommen verkündigt und dass sie mit Fried Ding Präsenz bei uns feiert. Christus Herr eis. Für die Völker regieren, dass sie durch couragierte Decisionen helfen, eine Welt aufzubauen, wo Frieden und Gerechtigkeit. Christus Herr eis. Für die kommen, vorbereden dadurch, dass sie sich für den Frieden ersetzen, dass sie das nun Beispiel vom Johannes dem Täufer mit Ausdauer machen, ohne etwas für sich selber zu erwerben. Christus Herr eis. Für uns selber, dass wir uns an den Dienst von unseren Mitmenschen stellen, wie dass sie so die Hoffnung und Frieden decken von einer Welt, wo du präsent bist. Christus Herr eis. Herr Jesus Christus, du geseist dein Frieden. Herr, ob eist Gebiet, wat ma dich richten, wie dass der Frieden an eis Welt, an nur an eis Kirch könnt. Dat froh ma dich, Christus, eisen Herr. Amen. Jean le Baptiste, comme
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Nimm unsere Gaben an und gib deiner Kirche die Gnade, immer und überall sein Opfer zu feiern. Schenke uns durch dieses Geheimnis dein Heil, das du der Welt bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen. Seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe.
vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten haut speziell für Ketty Wagen-Schmitz und für Valerie Wagner-Schuller. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, meine Seele gesund. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Er selbst wird kommen und euch erretten.
Lasset uns noch beten. Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mahl uns schwachen Menschen zu Hilfe, reinige uns von Schuld und mache uns bereit für das kommende Fest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zuhauschend. Den nächsten Sonntag, 4. Advent, überdrohen wir die Masse von Schlinner Mänecht. Und los schalten wir zurück an die Stadt.